Servus, ihr Leute, ein Pelzer und Tour ist wieder da. Ich habe jetzt ein bisschen längere Pause gemacht über Winter. Ein Grund war, dass ich meine Drohne zu Schrott geflogen habe und jetzt warte, bis die aus Holland zurückkommt, dass ich wieder so geile Aufnahmen machen kann. Und ich habe letztes Jahr im August noch ein kleines Video gemacht, und zwar von unserer geile Wilgatterburg, und dort bin ich mit dem Rädl hingefahren und die letzten paar Meter bin ich natürlich nur gelaufen, klar, da kommt man anders dann nicht auf, aber ich wollte halt mal den Weg da runter zeigen und wie man aufgeht, und nachher per Bilder natürlich von oben gemacht, von der Wilgatterburg. Und habe es jetzt gepackt, das zusammenzuschneiden. Man hat ja im Moment Corona-Zeit, ein bisschen mehr Zeit für alles Mögliche, was man daheim machen kann. Und ja, gucken Sie euch an. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ein kleiner Kommentar wäre natürlich geil, wie immer. Und ja, zum Schluss, wie immer, zum Wohl, die Pfalz. So, Leute, wir stehen jetzt auf dem Radweg Richtung Rindl, als Ausgang von Wilgatswiese, und heute möchte ich euch mal unser Wilgatterburg vorstellen. Wir fahren jetzt mit dem Rädl da runter und werden dann die letzten paar Meter auf die Wilgatterburg dann zu Fuß machen. Und ja, gucken Sie euch an und freuen euch. Heute ist absolut Hammerwetter und es ist richtig geil, nochmal unterwegs zu sein, Ende August. Tolles Wetter, was will man mehr, ne? Ja, sogar Wasserbüffel haben wir auch in Wilgatswiese. So, nach unserer Wasserbüffel im Dorf stehen wir jetzt am Fuß von der Wilgatterburg. Und ja, jetzt gehen wir mal auf, gucken, wie es da oben aussieht.
Oben sind wir mal. Und wenn man gut unterwegs ist, braucht man ungefähr 5 Minuten vor der Ruf. Darum schnaufe ich so. Okay, weiter geht's. So Leute, jetzt sind wir da hoch auf der Wilgatterburg. Wir haben ungefähr 10 Minuten gebraucht für den Ruf. Ist eigentlich ein gemütlicher Spaziergang. Ich hoffe für die Kinder okay, da Ruf zu laufen. Es ist also vom Radweg aus nicht allzu weit. Der Ausblick von der Hoppe, ja, leider durch die Bäume ein bisschen verdeckt und durch die BC ein bisschen genervt. Aber trotzdem ist es schön, mal wieder Hoppe zu sein nach so langer Zeit. Und ich kann es jedem empfehlen. Bei dem Knallerwetter sowieso. So, Leute, das war unser Kurztrip auf die Wilgatterburg. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat und dass ihr euch freuen an der Drohnenaufnahme. Und ja, jetzt geht's heim und wir trinken dann den Scholle. Alle, ciao, bis zum nächsten Mal.